Schönen guten Abend aus Straßburg. Guten Abend, Herr Görens. Was ist für Ihr Bilan vom Jahr 2017? Oh, wenn wir politisch gucken, dann hatten wir ein paar Wahlen, die enorm wichtig waren. Schon 2016 hatten wir den Donald Trump an den Vereinigten Staaten als Präsident gesehen, auf 4 aus den Wahlen. Nur da war ich seinen Namen durchgetreten, der Januar 2017. Und wir hatten alle gehofft, er hat an der Wahlkampagne geflunkert. Aber leider schien es so zu sein, wie wenn er ganz vieles durchsetzt von dem, was er sich vorgeholt hat. Unter anderem forciert eine Partie Länder oder Abwohner seiner Partie Länder daheim zu bleiben, nicht mehr bei sich rauskommen zu lassen. Das hat mittlerweile erreicht. Und als am Gang alle multilateralen Akkorde, wo die Vereinigten Staaten dran sind, zu denunzieren, auch das ist nicht gut für eine Periode, an der die Welt zusammenstehen, wenn du den allerstärksten und wichtigsten Partner aussteht, das ist nicht gut. Und heute UNESCO verloren, aus dem Klimawandel hatten sich aufgemeldet, sodass Amerika mehr Richtung von Isolationismus geht. Darüber hinaus sind ein paar Spannungen an der Welt, die wie soll ich sagen, die ganz explosiv sind, wie in Nordkorea zum Beispiel, ob schon Diplomatie vielleicht nicht die gewünschten Resultate sehr genug bringt, als da war keine militärische Lösung dran, als für so Konflikte auf den Ende zu bringen, aber vielleicht nach der Intelligenzmanier für ein Problem herunterzugehen, für die selbst zu entschärfen. Mir hatte gefällt, dass wir in Europa überschwappen, dass das auch nicht zum Teil geschieht, weil den Geert Wilders eng Partei an Holland huet Wahlen net gewonnen, Marine Le Pen an Frankreich huet Wahlen net gewonnen. An Österreich hunn och die rechtsextrem Wahlen fir de Präsident fir d Präsidentschaft net gewonnen, op schon se ganz stärker Viergänge sinn aus den anderen Wahlen. Jedenfalls können wir Ende vom Jahr so uf, dat wat man gefährt hatten, dat Europa kennt aus der Neebreckelen als net angetreten. Dat wird net heechen, dat die Situation dolo brillant ist. Wir haben ein Sursi gegen so, ein Sursi von paar Jahren, an dem wir müssen paar Reformen gemäht gehen, für dass wir die Europäische Union ohne die kein normal zivilisiert Zusammenleben im europäischen Kontinent kann herstellen, dass die für bestehen bleibt. Für kurz bei der EU zu bleiben, den Emmanuel Macron als neuer französischer Präsident hier als pro-europäisch kann der EU einen neuen Elan verpassen. Im Moment scheint es so zu sein, wie wenn Herr Macron den einzige wird, den erkennt eine Leaderfunktion in Europa ausüben. Die deutschen Wahlen sind so ausgegangen, dass die Regierungsbildung extrem schwierig ist. Wir sollen noch nicht den Teufel in die Wand malen, das ist nicht gut, aber jedenfalls ist Herr Macron aber ganz klar am Gang, dass Madame Merkel, die bis dahin die dominante Figur war, europäische Parquet den Rang aufzulaufen. Der französische Präsident hat sich klar gewünscht, dass es eine Großkoalition in Deutschland gibt. Wie sieht ihr das? Was wird passieren? So groß ist die Koalition nämlich, wenn zwei Parteien, die größten Parteien durchstellen, sicher auf 53% kommen, dann ist die Großkoalition mittlerweile eine knappe Koalition gehen. Das schuld, dass der Versuch für Schweiz, Gring an liberal zusammenzubringen nicht ging. Was doch immer die Ursache waren, fanden an einem Europa, was am Anfang just zustande kommt, ist durch Kompromisse. Weil Deutschland bereit war, Kompromisse zu machen, steht Deutschland doch gut zu Gesicht, wenn es die Fähigkeit für Kompromisse zu machen, Führung gegen Aufrechterhalten. Das scheint im Moment nicht so der Fall zu sein. Es ist so, dass alle Gute, die mit der Merkel an der Regierung waren, geplant gehen. Und das scheint wahrscheinlich den auslösenden Faktor zu sein für die große Zurückhaltung, die bei der SPD und noch bei der FDP findet. Aufschließend danach, was erwartet ihr für das Jahr 2018 oder was wünscht ihr politisch für das Jahr 2018? 2018 wird ein decisives Jahr, weil auf alle Fronten muss gekämpft gehen Klima, Ausbau von der Europäischen Union. Wir haben auch mal eine neue Methode für Kommunikation zu tun. Ich hoffe, dass die ein bisschen mehr fair geht. 2018 ist auch ein decisives Jahr für den Trennungsprozess zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Auch den hoffen wir auf eine
muss man so an enger Softlanding hinzukriegen, dat man auch den Ausbau von als Relationen mit dem wichtigen Partner, den wir an Zukunft brauchen, hinzukriegen. Und ich hoffe natürlich, dass die Leute an ihren individuellen Vorstellungen, Erwartungen andrehen, aber irgendwie ein bisschen auf die Rechnung kommen. Vielmals merci. Gern geschieht. Schönen Abend.